Weil ich finde es krass, wie viel Zeit das es von unserem Leben beeinflusst. Erhöhte Depressionssymptome, Stresssymptome, Angst- und Schlafprobleme, kognitive Beeinträchtigung wie Konzentrationsprobleme, mehr Probleme mit der emotionalen Selbstregulation, dass man vielleicht ein bisschen mehr geladen ist und nicht so geduldig und bei sich. Ich habe das Gefühl, wenn ich heute Snake spiele, nach 5 Minuten wäre so, das ist das langweilig. Also die Dosis von dem, was ich konsumiere, ist viel stärker geworden, weil es viel mehr Dopamin ausschüttet oder weil es viel interessanter ist oder dass meine Konzentration stärker hebt. Früher noch ohne Social Media ultra schwierig war, um irgendwie dort rein zu sein oder in die Community zu finden. Ja. Und heutzutage findest du alles auf dem Internet. For Sogar, better or worse. ja, sogar Hobbyhorsing. Ja. Wenn du nichts für ein Produkt zahlst, dann bist du das Produkt. Ja. Du kannst jetzt nicht einfach am Familientisch eine Linie Koks ziehen und so sein, so, ohne das, also du kannst nicht das machen, ohne dass irgendjemand etwas sagt. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopfraus. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir sind heute bereits bei der 19. Folge und wir sind so etwas voll glücklich, können wir endlich wieder aufnehmen. Es ist ein Zeitchen her. Das bekommen ihr nicht so mit über, weil wir schön regelmäßig im 2-Wochen-Takt posten. Aber für uns, jetzt über den Sommer, wir haben jetzt glaube ich sicher 3-4 Wochen nicht mehr aufgenommen. Wir haben ein bisschen vorausgeschafft. Mhm. Sind Ja, sie- wegen Ferien, Wir sind in der Ferien gewesen. Militär, Ja, Arbeiten, genau. viele Arbeit. Da haben wir jetzt ein bisschen einen Break gehabt. Aber jetzt haben wir wieder unsere Termine, schön regelmäßig sehen wir uns wieder. Brüder, ich habe Termine. ich muss uns ein bisschen entschuldigen, weil wir haben sehr viele Jokes, einfach zwischen der Ivo und ich haben, sind aufgestellt und die müssen irgendwie heute raus. Also es kann sein, dass genau so Sachen wie jetzt das mit den Terminen noch ab und zu Ja. kommt. Wir haben recht voll Bedarf, aber schön sind wir wieder Ich freue mich Ja. fest. Hey ja, und bevor wir starten, grosses Dankeschön an alle, die zuhören. Der Ivo und ich haben uns, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, das Ziel genommen, um mindestens 25 Folgen zu machen, weil ich glaube, die meisten Podcasts sterben aus nach 20 Folgen. Oder unter 20 Folgen, besser gesagt. Und wir haben uns das als Ziel gesetzt und wir haben jetzt gerade vorher darüber geredet und wir haben gesagt, wir haben so Freude daran und wir möchten das weitermachen und weitermachen und weitermachen. Wir haben auch ein bisschen Jokes darüber gemacht, dass wir ja jetzt dann bald die 25 haben und dann können aufhören. Wird natürlich nicht der Fall sein, weil wir geniessen jetzt mega, mega fest. Und das liegt auch an euch, die zuhören. Weil es motiviert schon auch ein bisschen. Wir haben zwar immer gesagt, wir machen das auch, wenn es nur 3 Leute hören. Es sind jetzt ein bisschen mehr als 3. Und es gibt schon auch Motivation. Extrem. Darum ein grosses Dankeschön. Wenn ihr uns noch nicht folgt und du möchtest uns folgen, dann drück auf den kleinen Button, wo du das auch immer hörst, ob auf Apple Podcast oder Spotify. Kostet nichts und gibt uns einen weiteren Boost, sodass wir dann auch, wenn wir die 25 Folgen haben, trotzdem weitermachen. Hey ja, heutiges Thema. Was haben wir? Handysucht. Mhm. Ganz aktuelles Thema. Und du hast das vorgeschlagen, Mhm. wo du in der Ferien warst. Und wie bist du auf das Thema gekommen? Ich bin, glaube ich, handysüchtig. Und ich habe gefunden, ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Weil ich finde es krass, wie viel Zeit das es von unserem Leben beeinflusst. Und ich habe das Gefühl, manchmal will ich das gar nicht. Und es geht dann halt aber irgendwie nicht anders. Und dann probiere ich wieder irgendetwas Neues, um die Bildschirmzeit auch ein bisschen zu minimieren. Ja, und ich habe gefunden, einfach, ich würde gerne mit dir darüber reden, mit dir ein bisschen Insights teilen. Ich habe die letzten paar Wochen selber ein bisschen etwas ausprobiert. Weil es ist bei mir immer so ein bisschen in Wellen. Ja. Ich bin so... ich habe ein okay Nutzverhalten und dann steigert sich das langsam und dann irgendwann wird es zu viel, sodass ich dann bin so, oh mein Gott, jetzt geht es gar nicht mehr. Und dann mache ich irgendwie einen Hardcut und dann starte ich wieder irgendwann von unten mit der Bildschirmzeit oder mit der Nutzung und dann geht das wieder langsam auf, bis dann wieder der Cut kommt und ich muss sagen, Alter, das ist jetzt wieder viel zu viel. Jetzt musst du wieder in den Griff bekommen. Ja, also gell, ich will jetzt da auch nicht mich rausnehmen und sagen, ja, das ist ein Thema, das mich nicht betrifft. Nein, aber du handelst schon besser. Hey, ich glaube, ich handle es okay. Es ist mega phasenweise. Ja. Es gibt Phasen, wo ich viel am Handy bin
und dann wirklich also merke, es tut mir nicht gut. Mhm. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich fast gar nicht am Handy bin und dann mein Bruder so Sprüche macht, wie wenn man mit dir anruft, man erreicht dich eh nicht. Was ich eigentlich finde, ich bin recht gut erreichbar, aber das ist eine andere Wahrnehmung. Ja. Aber darum bei mir ist es mega phasenweise und ich erlebe definitiv je nach Phase die negativen Folgen und negative Konsequenzen von zu viel am Handy sein. Ich habe gemerkt, zum Rückblickend auf kognitive Dissonanz, nochmal zu schauen, ich habe jetzt in der Vorbereitung für die Folge gesehen, dass es offenbar keine Seltenheit ist, dass Jugendliche 7-8 Stunden am Tag am Handy sind. Krass. Und deshalb Rückblick auf kognitive Dissonanz, weil hat sich gerade ein bisschen besser angefühlt. Ich bin so gesagt, ja gut, dann ist ja meine Bildschirmzeit gar nicht so schlimm. Hast du eine neue Information dazu genommen Ja, und gemerkt, also im Vergleich mit denen, ja, also, Gar nicht so schlimm. Das sind meine 3-4 eigentlich. Yes. Wenig. Ich muss noch ein bisschen dranbleiben, Mann. Ja. Das sind Rookie Numbers. Rookie Numbers. Du hast meine Ferien angesprochen und vielleicht kann ich mit dem gerade einleiten. Ich bin 3 Wochen in der Ferien gewesen, zuerst in Griechenland und nachher 2 Wochen in Schweden. Und die erste Woche in Schweden sind wir mit dem Kanu unterwegs gewesen, und im Zelt. Also wir sind einfach, die haben uns irgendwo gedroppt und haben dann unsere Karte in die Hand gedrückt und gesagt, hey, in 5 Tagen müsst ihr da unten sein. Dann hast du etwa 60 Kilometer gemacht in diesen 5 Tagen und hast halt einfach dort übernachtet, wo du halt lässig findest. Und dementsprechend kein Strom, kein oft nicht so guten Empfang. Mega und cool, ey. Ich habe das sehr genossen, so ein bisschen weg vom Handy zu sein. Habe aber auch gemerkt, ich weiss jetzt nicht, ob man es will Entzugserscheinungen nennen, aber ja, es ist schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Also was hast du gespürt? So ein bisschen Unruhe. Das Lässige war, du hast halt immer etwas zu tun. Du hast wie müssen paddeln. Also, weil sonst kommst du nicht vorwärts. Wir haben auch Fischerzeugs dabei gehabt und haben uns dort noch ein bisschen Zeit vertreiben, was sehr lässig war. Aber so am Abend, wenn du dann irgendwie das Zelt aufgestellt hast, du hast irgendwie gegessen und so, dann... Und ich hatte 2 dicke Batterien dabei gehabt, also Powerbanks, weil wir auch noch eine Drohne dabei hatten und so. Und ich habe dann schon noch das Bedürfnis gemerkt, ja, jetzt schnell, oder? Ein bisschen FOMO, ich will jetzt schnell schauen, was so läuft und so. Vielleicht ist ja irgendetwas passiert. Vielleicht will ich selber auch irgendwie eine Story machen. Und das habe ich schon gemerkt. Es ist ja jetzt auch gerade ein Extremfall. Weil, wenn du hast gegessen, du hast das Zelt aufgestellt und dann ist so, Was du hast mache ich nichts jetzt? zu tun. Ja. Nichts. Ja, mal, wir sind ja das Zweite gewesen. Also Also, du wir hätten könntest ja ja einfach können einfach reden. sein. Ja, genau. Du hättest, wenn du ganz rustikal willst, hättest du auch können etwas schnitzen. Ja. Du hättest noch ein bisschen mehr können fischen am Abend. Aber es ist schon, ja, ich habe es schon gemerkt. Und das hat mich fast mehr belastet, als wenn ich einfach viel höhere Bildschirmzeit habe am Abend, weil ich bin so krass, ich habe wirklich verlernt, wie es ist, wenn du nicht jede ruhige Minute kannst füllen mit schnell auf Instagram gehen, schnell auf Snapchat gehen, schnell auf was auch immer. Und das finde ich schon noch krass. Und dann, was mich eigentlich fast noch mehr belastet hat, ist in der 2. Woche in Schweden, sind wir an der Küste und haben dort ein Ferienhäuschen gehabt. Und haben halt sehr viel Zeit gehabt. Wir haben schon ein Programm gehabt, den Tag durch. Aber dort war meine Bildschirmzeit fast doppelt so hoch gewesen, wie sie am sonst ist. So, Da wenn in der du da Schweiz. bist. Ja. Und ich habe wahrscheinlich einfach hart kompensiert, was auch schade war. Und darum finde ich super, dass wir das heute machen beleuchten, weil einfach da sehr viel passiert ist in den letzten paar Wochen. Und ich glaube, es ist auch etwas, wo, wenn man so weit geht, zum zu sagen, dass Handy kann süchtig machen, ich glaube, wir gehen nachher darauf ein, und Handy eine Droge ist, gibt es keine Droge, die so verbreitet ist weltweit wie die. Unterschreibe ich. Also es ist ja crazy. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Milliarden Handybesitzer es gibt, aber es sind Milliarden. Ja. Und es ist ja auch so, dass, ich habe das immer mal gelesen, ich glaube, mehr Leute haben das Handy als ein Bankkonto. What? Auf der Welt. Krass. Ich habe irgendwo die Zahl gesehen, dass jede 2. Person auf der ganzen Welt hat ein Smartphone. Also dann nimmst Und du das aber sind ja das sind Kinder auch eingerechnet. Babys und Kinder und Ja. alte Leute, die quasi einfach noch den Festanschluss daheim haben. Da sind die auch alle dabei. Ja, Also ja. es ist schon crazy. Hey, und eben, ich meine, ein bisschen auf der Recherche hat man auch gemerkt, wie brandaktuell das Thema ist. Es gibt unterschiedliche Bewegungen oder unterschiedliche
Sachen, die jetzt eingeführt werden, wie zum Beispiel Handyverbot an Schulen in der Schweiz. Ich habe das gesehen auf SRF, dass der Kanton Aargau hat ein Handyverbot eingeführt ab diesen Sommerferien, also Ende August 25. Und ab dem 20.07. bis um 6 Uhr am Abend sind Handys verboten in der Schule. Die müssen es entweder abgeben oder die heimlassen. Aber sie können es mitnehmen und dann dort abgeben. Ja, Weil ich sehe schon, wie Eltern motzen und sagen, nein, sie müssen doch anrufen, wenn es ihnen nicht gut geht. Genau. Okay, aber sie können es mitnehmen, sie müssen es vielleicht einfach abgeben. Im Worst Case kann man es ja führen, und wenn jetzt irgendetwas passiert. Aber sie müssen es abgeben. Und nur schon das, es ist auf so gemischte Stimmen drauf. Also die Jugendlichen haben gefunden, hey, also, sie sehen warum. Weil, oder so in der Pause. Sie sehen schon, dass sie in der Pause, glaube viel auf TikTok oder was auch immer sind. Und jetzt müssen sie halt wie miteinander reden oder shooten oder Ping-Pong spielen, keine Ahnung was. Sorry, Ping-Pong spielen. Rundlauf. Fucking best times in der Primarschule. Und ich glaube, dort haben sie gemerkt, hey, es tut uns mega gut. Ja. Oder? Es tut ja auch gut, wenn du 20 Minuten shooten in der Pause. Ich würde das jetzt noch gerne machen. Ja. Hey, gibt schnell ein Turnier. Und nachher Herd verschwitzt wieder zurück in die Klasse. Ja. Oder? Und die Lehrer sagen, hey, das Beste. Ja, glaube ich. Es hat wahrscheinlich auch einen schnellen Effekt auf Konzentration, wenn die weg sind. Weil, bevor wir auf das Thema Sucht gehen, nur schon die Anwesenheit von Handys. Und das habe ich auch gesehen. Das ist nicht nur bei Kindern, das ist bei allen Menschen. Das heisst, wenn ihr etwas am Machen sind, am Kochen, am Arbeiten, am Lesen, was auch immer, und das Handy auf dem Tisch liegt oder in eurem Hosensack ist, hat das einen negativen Einfluss auf Konzentration. Das heisst, es zieht eure Konzentration ab. Und wenn das Handy im Theke ist, wo gerade hinter dir ist es wieder so ein bisschen anwesend oder unter dem Tisch, in der Schublade oder so. Und jetzt weil du könntest ja dran gehen. Genau, du könntest ja auch noch versteckt tragen oder was auch immer. Und wenn sie weg sind, wie weggeschlossen sind für die Schulzeit oder halt für die Arbeitszeit oder was auch immer, ist das wie eine Entlastung. Auch für so ein bisschen. Man muss nicht immer daran denken und es fördert Konzentration. Also es hat durchaus sehr viele positive Effekte. Zu diesem Thema, noch schnell. Ich habe eine Studie gesehen, die aber, glaube ich, in Deutschland gemacht ist, aber ich würde jetzt behaupten, das Handy-Nutzungsverhalten ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie in der Schweiz. Und was denkst du, hast das fix auch in deiner Vorbereitung gesehen, wenn nicht, bin ich enttäuscht. Wie 1600. Oft ist man am Handy im Schnitt pro Tag? 1600? Nein, 1600 am Tag. Aha. Also ich habe Zahlen gesehen, von du gehst 80 Mal am Tag. Ah ja. Als Handy. Ah, dann sind es Benachrichtigungen gewesen, das kann sein. Ah, okay. Und das Interessante dabei ist, du hast jetzt die Konzentration angesprochen, wenn wir versuchen, in eine Arbeit zu versinken und probieren dort reinzukommen und probieren irgendwie dort so ein bisschen in den Flow zu kommen, den wir auch schon besprochen haben, dann geht das etwa 20 Minuten. Weißt du, wie viel, wenn du einen Tag, je nachdem wie lange du wach bist, weißt du, wie viel sind 80 Mal aufs Handy schauen? Also auf der Arbeitszeit sind es glaube ich 10 Minuten. Ja, auf den Tag sind es vielleicht 18 Minuten. Das heisst, du kommst gar nie wirklich in den Flow rein, weil du einfach immer wieder unterbrochen wirst. Du tust dich selber unterbrechen. Ja, und ich glaube, wenn ihr jetzt die Folge hört, es ist eine Chance, um ehrlich zu sein mit euch selber, ob ihr wirklich davon betroffen sind, weil ich glaube, es betrifft sehr viel und man kann es mega gut abspielen. Ja, ich brauche Insta wegen dem. Auch weil es so sozial akzeptiert ist. Es ist total akzeptiert und voll von kognitive Dissonanz. Wir sind Weltmeister in uns, selber etwas rechtfertigen. Aber wir versuchen uns jetzt dem Thema anzunehmen und auch besser zu werden und das wirklich auch für unser Wohlbefinden und für unsere sozialen Beziehungen. Es ist eine Chance. Sehen es als Chance. Wenn ihr jetzt das hört und findet, hey. Hey, wenn ihr findet, wenn heute Abend 4 Stunden auf TikTok ist das auch okay. Das ist mir eigentlich gleich. Mir nicht, aber... Also, aber jetzt schnell zu diesen, hey, ist man betroffen, ist man nicht betroffen. Es gibt ja offiziell keine Handysucht als medizinische Diagnose. Gibt es noch nicht. Weil man wie sagt, hey, man hat das quasi noch nicht aufgenommen in das ICD-10, wo all die ICD-11 gibt es mittlerweile, stimmt, wo die Krankheitseigenschaft beschreibt. Also wo quasi definiert, okay, dem Fuß ist dann gebrochen, wenn das und das passiert ist. Ja, also Kriterien für eine Diagnose. Genau. Und es gibt aber eine Diagnose oder Kriterien für eine Diagnose bei einfach Sucht generell. Also wenn es um Alkohol, um Drogen geht. Und es gibt 6
Kriterien und es müssen mindestens 3 von denen gegeben sein, dass man es als Sucht kann definieren kann. Und wir gehen die mal schnell durch und schauen, ob wir handysüchtig sind. Willst du anfangen? Soll ich mit der ersten anfangen? Also ein starker Konsumdrang. Also dass man es immer wieder macht. Got it. Ja. Also wenn du jeden Tag auf Instagram bist, würde ich sagen, ja. Ja. Oder wenn du so nicht aufs WC kannst gehen, ohne dein Handy. Ja. Weil du so bist so, wenn's oh mein Gott, was mache ich in diesen 5 Minuten, wo ich auf dem WC bin? Ja, wenn du so wirklich so Automatismen drin hast, sag mal, du hockst schon zum Morgentisch und das Handy kommt gerade führen. Ja. Ja. Kontrollverlust. Also dass die Kontrolle nicht mehr 100%ig bei dir ist, wo du kannst sagen, Also jetzt mache ich Allah, es nicht. du sagst, es ist eigentlich Zeit, um ins Bett zu gehen. Ich mache noch 5 Minuten Instagram zum Abschliessen. Und aus 5 Minuten werden 10 Minuten und dann werden 15 Minuten und dann wird es einmal eine halbe Stunde. Und dann merkst du, oh mein Gott, jetzt sollte ich eigentlich ins Bett. Das ist der Kontrollverlust, dass du sagst, du nimmst dir etwas vor und schaffst es aber nicht. Ja. Weil die Sucht dich dazu führt, dass du das eben dann hinterfragst. Ja. Dann haben wir Toleranzentwicklung. Toleranzentwicklung ist ja quasi wie so, ich mag mich noch erinnern als Kind, wenn du so, als ich krank war als Kind, habe ich sehr selten zwar Fernsehen schauen, aber es hat es dann schon auch gegeben, dass, wenn ich wirklich so über längere Zeit krank war und ich meine Eltern genug genervt habe, dann war es so, gewesen, okay, ja, jetzt sitze ich halt vor dem Fernseher. Und ich weiss nicht noch, nach so ein paar Stunden, ich hatte Kopfweh gehabt, meine Augen haben gebrannt und halt wie so, du hast gemerkt, der Körper kann es nicht handeln. Heutzutage kann ich ohne Problem mehrere Stunden etwas schauen. Ich habe wie eine Toleranz entwickelt gegen das Licht, gegen den Konsum etc. etc. Mhm. Also du wirst wie zum Beispiel bei Alkohol braucht es immer mehr, dass dann du die Befriedigung hast, die du vielleicht früher noch mal gehabt hast, wenn du einfach Alkohol getrunken hast. Ja. Oder dasselbe auch bei Drogen. Ja, voll. Es ist wie so, ob es befriedigend ist. Die Zeit, die du nutzt, wenn die immer gleich bleibt, wenn du sagst, hey, eine halbe Stunde Instagram pro Tag, das ist für mich okay. Wenn es aber dann immer ein bisschen mehr wird, dann sagst du, ja, eine halbe Stunde ist ein bisschen knapp, jetzt ist es ein bisschen länger. Und eben beim Fernsehen schauen ist eigentlich das Gleiche, aber jetzt geht es ja ums Handy. Wenn das immer mehr wird, das sagst du, ja. Und ich glaube also eine weitere Beschreibung ist ja, dass der Konsum von einer Substanz muss gesteigert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen oder die gleiche Dosis hat eine nachlassige Wirkung. Mhm. Und wenn ich mir überlege, was früher noch spannend war, also früher hast du Snake spielen Mhm. und du bist so gewesen, oh mein Gott, das ist das Beste. Ich habe das Gefühl, wenn ich heute Snake spielen nach 5 Minuten wäre so, Alter, ist das langweilig. Also Ja. die Dosis von dem, was ich konsumiere, ist viel stärker geworden, weil es viel mehr Dopamin ausschüttet oder weil es viel interessanter ist oder dass meine Konzentration stärker hebt Mhm. als noch früher. Mhm. Also ich brauche wie mehr, als Dass ich das du- früher gebraucht habe. Ja, dass du überhaupt interessiert an etwas bist. Mhm. Ja. Körperliche Entzugssymptome oder Syndrom Symptom, ja. habe ich jetzt glaube nicht. So körperliche. Ja, es ist Oder ja, was wäre so? ja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt stell dir vor, du musst aufs WC. Und dann nimmst du das Handy nicht mit. Und dann kannst du nicht aufs WC. Nein, und dann, was machst du? Wirst du unruhig. Aha. Wenn du körperlich unruhig wirst, wenn du so merkst, irgendetwas fehlt. Weißt du, ich meine? Das war gerade eine geile Bewegung. Ja, wenn, Ich okay, glaube ja. jetzt, dass bei Handysucht ist das wahrscheinlich nicht so stark. Nein. Wenn du jetzt Drogen nimmst, hast du wirklich so die körperlichen Entzugssymptome wie Schwitzen, Fieber oder kalt und all das. Ich glaube, jetzt bei Handy ist es jetzt nicht so stark ausgeprägt. Dann haben wir Vernachlässigung von anderen Interessen. Mhm. Absolut. Ja? Also ja. Was? Hey. Ich glaube so zum Beispiel, also ich meine, passiert mir schon auch, dass ich irgendwie in einer Kollegengruppe bin und dann mal mein Handy für nehme. Ja, und mein Interesse ist ja da zu sein mit meinen Kollegen. ja. Und ich bin so süchtig, dass ich aber mein Handy muss für nehmen, weil ich so bin. Ja, ich verstehe das mehr so, dass man etwas, was man eigentlich gerne macht, zum Beispiel ins Fitness gehen oder so, Nicht mehr macht. nicht weil mehr man- macht oder weniger macht. Aber ich tue ja nicht mehr mit meinen Kollegen interagieren, wenn ich dann währenddessen an mein Handy Aber du machst ja nicht weniger ab.
Nein, das nicht. Oder? Und ich glaube, das ist wie ein anderer Teil. Das ist so das Soziale, eben, dass es einfach sozial Ja, akzeptiert okay. ist. Aber du tust ja nicht weniger abmachen. Du sagst, hey, heute Abend kann ich nicht und hängst einfach daheim auf Okay. dem Sofa. Also wir nehmen es zur Hälfte. Und dann gibt es noch fortgesetzter Konsum trotz nachweislich schädlichen Folgen. Und das würde ich sagen, absolut. Also ich weiß von mir, dass ich ein entspannteres, ein besseres Leben lebe, wenn ich nicht so viel an meinem Handy bin. Ja. Und trotzdem passiert es immer. Eben das, was ich am Anfang beschrieben habe, es zieht an, es wird mehr und mehr und mehr, bis ich dann merke, okay, jetzt ist es zu viel. Dann gibt es einen Hardcut und dann fängt das Ganze wieder von neu an. Ja, und ich meine, du kannst es auf so viele Sachen beziehen. Ich meine, auf die innere Ausgleichheit, auf den Schlaf, Ja. auf so viele Sachen, wo du merkst, es tut mir eigentlich nicht so gut, Ja. aber du machst ja trotzdem weiter. Also kann man das schon auch noch ankürzeln. Also man könnte eigentlich sagen, es ist zwar noch nicht offiziell drin, aber man könnte eigentlich sagen, es erfüllt die Voraussetzungen für eine Sucht. Ja. Was ich Voll. schon wild finde. Und da kann man auch noch den Vergleich ziehen, zum Beispiel zu Gamen. Da gibt es eine Diagnose, weil die Leute schon ein bisschen länger gamen als jetzt das Handy gibt. Und bei der Gamesucht sind es 3 Sachen, die ich jetzt gefunden habe. Das ist so eben die weitere Kontrolle über das Gamen selber. Das ist so ein bisschen der Kontrollverlust. Dann zunehmende Priorität vom Gamen. Und Fortsetzung oder die Steigerung vom Gamen, obwohl negative Konsequenzen auftreten. Und die müssen aber über mindestens 12 Monate deutlich erkennbar sein, dass man kann sagen, ja, der ist jemand gamesüchtig. Und es sind auch so ein bisschen, ich glaube, Ideen oder Ansätze da, um zu schauen, hey, könnte man vielleicht auch die Kriterien jetzt vom Gamen so übernehmen auf Handysucht, aber das möchte ich als Diagnose irgendwann mal einführen. Aber keine Ahnung, da sind wir jetzt nicht so im Feld drin, aber einfach jetzt mal für euch als Überblick, was da für Kriterien rum sind. Und wir befinden uns, würde ich sagen, voll dort drin. Ja, absolut. Und vielleicht, wenn wir schon sagen, wir sind dort drin, ich habe meine Bildschirmzeit angeschaut. Und dort hast du ja sehr viel mehr. Du siehst auch, wie viele Nachrichten du bekommen hast, wie oft dass du aufs Handy gehst, etc. Und ich muss das, glaube ich, schnell offenlegen. Also ich habe einfach ein paar Sachen mitgenommen. Ich habe jetzt, weil ich habe einen neuen Hack, eine Bildschirmzeit von 3 Stunden. Vorher sind es so 4,5 gewesen. Also ich will es gar nicht aufrechnen auf das Leben, wie viel Zeit das ist. Ich habe am Donnerstag, also gestern, wenn ihr das gehört, ein bisschen vorher, aber ich habe einfach gestern 26 WhatsApp-Chats Nachrichten bekommen. Und davon sind vielleicht 2 Gruppenchats. Ich habe in dieser Woche 550 WhatsApp-Nachrichten bekommen. Und ich würde sagen, etwa vielleicht nur 10% davon sind Gruppenchats. Und lustigerweise Aktivierungen pro Tag, jetzt letzte Woche, habe ich genau 80 pro Tag gehabt. Ah. Also genau wie die Studie das Ja. gesagt hat. Und ich finde, und das ist jetzt, das sind Zahlen, nachdem ich habe vor so 2-3 Wochen habe ich gefunden, jetzt muss ich mal etwas ändern. Und das ist seitdem. Also vorher war es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Also mit der einflüssenden Verbesserung. Ja. Und ich finde es einfach wild, weil es ist sozial so akzeptiert, dass du 4-5 Stunden Bildschirmzeit hast. Und ich will das ja gar nicht werten, weil ich bin ja dort dann auch selber davon betroffen. Aber man könnte so viel besseres Zeugs damit machen. Die Frage ist dann, ich hatte dort noch den Vergleich gehabt. Es gibt ja Leute, die rauchen, die sagen, wenn ich nicht rauchen würde, hätte ich so viel Geld für. Was könnte ich mir alles mit dem Geld kaufen? Und dann gibt es den Raucher, der fragt, ja, wo ist dein neues Auto? Ja, genau. Und ich frage mich, ob das dasselbe da ist, weil so, ich hätte so viel Zeit, die ich könnte brauchen für anderes Zeugs, aber würde ich es dann brauchen für anderes? Also würde ich dann mehr Klavier spielen oder würde ich mehr Französisch lernen? Oder, also ja, ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren, weil oftmals passiert es ja nebenbei. Das heisst, ich will schon sagen, dass wenn du weniger am Handy bist, machst du anderes Zeug, ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich es voll im Griff habe und ich habe jetzt eben auch geschaut auf das, ich habe Phasen, wo ich 4 Stunden am Handy bin, jetzt aber den letzten Monat bin ich 1 Stunde, 2 am Handy gewesen, wo ich sage, hey, das ist okay. Ich meine, Google Maps und so ist ja mal auch drin. Darum sage ich, das ist okay. Und ich merke dann auch, ich lese dann mehr.
Das heisst, ich kann Phasen, wenn ich zu viel am Handy bin, dann lese ich auch weniger. Wenn ich aber weniger bin, dann lese ich mehr. Man muss aber dort auch abrechnen, wenn du im Tram bist und im Zug, wo ja gefühlt 90% am Handy sind, die kannst du ja nicht etwas anderes machen. Aber du könntest einfach sein. Ja. Und das ist, wie ich sage, so ein entscheidender Punkt. Und ich finde es manchmal so befriedigend oder so schön zum Anschauen, wenn eine ältere Frau oder ein älterer Mann Und sie sitzen einfach dort. und sie sind einfach dort. Ja. Und es sieht so friedlich aus und du hast das Gefühl, oh, denen geht es gut. Und die hocken einfach dort, schauen ein bisschen die Leute an, schauen aus dem Fenster. Und das ist, wenn ich sage, ja, es bringt ja nicht, ja, bringt vielleicht nichts Produktives, aber für deinen inneren Frieden und für dein Hirn, für die Gesundheit vom Hirn, nicht ständig überlastet sein, ist das essentiell. Ja. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich so an einem Bahnhof bin, bewusst mich mal darauf achten, wer ist alles am Handy. Und es ist erschreckend. Find mal eine Person, die weder auch schon nur vielleicht keine Musik hört. Aber es könnte ja auch ein guter Podcast dort auf den Kopfhörer laufen. Aber dort lernt man dann vielleicht noch etwas. Nein, aber so an einem Bahnhof vorbeizulaufen und einfach zu sehen, wie viele Köpfe gesenkt sind in die Kiste, ich finde das so krass. Ja. Und wenn ich mich einmal darauf bewusst das beobachte, hilft es mir dann manchmal zu sagen, nein, ich bin jetzt nicht am Handy, sondern ich bin einfach mal, weil ich bin so, das ist ein easy, das ist vielleicht ein extremer Begriff, aber so ein trauriger Anblick. All die Menschen, die auch dort stehen, in ihre Kiste hineinschauen. Und achte dich mal, wie mehr du in Interaktionen kommst, wenn du nicht am Handy bist. Ja. Und das Ja, ist ja. voll, manchmal ist es voll lustig, was alles so passiert. Ja. Wenn du nicht einfach nur im Laden oder wenn du an die Kasse anläufst. Das ist jetzt zum Beispiel auch so etwas. Du läufst an die Kasse an und du musst warten. Früher hast du einfach gewartet. Es geht 2-3 Minuten, bis du dran bist. Heutzutage ist einfach Handy da vorne, ich schaue irgendetwas an. Dann bist du an der Kasse, die Person vor dir scannt all das Zeug ein. Hättest du das Handy nicht aus, würdest du vielleicht schnell irgendwie einen Blick austauschen, vielleicht würdest du schnell irgendwie das Gespräch anfangen. Vielleicht und schnell helfen, etwas rausnehmen. Keine Ahnung, ja. Ja, es ist schon krass. Voll. Drum, Sind wir zu negativ? Sind wir gerade das zu fest am Bashen? nein, ich finde, wir sind realistisch. Also es ist ja überhaupt nicht, es ist einfach ein Fakt. Ja. Und darum ist es uns ja wichtig und darum machen wir auch Erfolg darüber, hey, um dann vielleicht auch ein bisschen gegensteuern. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir nachher zu den Massnahmen kommen, ich finde die jetzt nicht Es so... ist beschränkt. Es ist easy beschränkt. Ja. Aber wenn man darüber redet und sich versucht, da ein bisschen daran zu nehmen und dann am Positiven festzuhalten, wenn man mal eine Erfahrung macht, wo man sagt, hey, die Woche bin ich jetzt wirklich weniger am Handy gewesen. Ich hatte dafür ein schönes Gespräch gehabt mit meiner Partnerin oder eine coole Begegnung oder mir geht es einfach ein bisschen besser, ich bin ein bisschen entspannter, so, dass man sich an diesen Erfolgsmomenten oder an diesen positiven Konsequenzen kann festheben und sagen, hey, an dem so will ich weitermachen und so wichtig sind die Sachen einmal doch auch nicht auf dem Handy, dass ich denen so viel Zeit müsste geben. Ja. Und vielleicht so ganz kurz noch einen Schritt weiter gehen in unserem roten Faden, wo wir Hart nicht beachtet haben. akribisch ausarbeitet haben, zu den negativen Konsequenzen einfach ganz kurz. So viele Studien gibt es dazu. Ich tue es auch mal ganz kurz zusammenfassen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Ivo gibt die Studie, darfst du mir gerne schreiben. Ein Zusammenhang mit... Hast du eine gute Studie? Nein, ich habe einfach mehrere. Ah. So, ich tue es jetzt zusammenfassen. Okay. So Zusammenhang mit erhöhten Depressionssymptomen, Stresssymptomen, Angst- und Schlafproblemen, kognitive Beeinträchtigung wie Konzentrationsprobleme, mehr Probleme mit der emotionalen Selbstregulation, dass man vielleicht ein bisschen mehr geladen ist und nicht so geduldig und bei sich. Es gibt sogar den Begriff Nomophobie. Ja, den habe ich auch gesehen. Angst ohne Handy zu sein. Wenn man Ja. plötzlich ist, wo ist mein Handy? Und dann Ja. denkt, es liegt da. Es gibt sogar den Das Begriff. Geilste ist, wenn du dein Handy suchst. Letztes Jahr habe ich mein Handy gesucht. In einem dunklen Raum. Und eine Taschenlampe von meinem Handy benutzt, um mein Handy zu suchen. Es hat mir fast den Rest gegeben. Und ich war wirklich gestresst. Ich war so, oh mein Gott, wo ist mein Handy? Und Leute, ich war so im Halbschlaf. Ganz wild gewesen. Aber ja, so hat ich nicht wieder unterbrechen. Dann eben, wenn es ganz extrem wird, dann so ein bisschen soziale Rückzugstendenzen, dass man vielleicht weniger unter Leuten ist. Und ja, einfach so das ganz allgemein. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf psychischer Ebene oder
Bereich hat das einen negativen Einfluss. Und darum machen wir die Folge zum... Yes. Ich habe zudem auch noch gesehen, dass also es gibt auch, je nachdem, was für eine Person das du bist, hat es andere Einflüsse auf dich. Also zum Beispiel Social Media hat einen schlimmeren Einfluss auf junge Mädchen, also auf junge Buben. Gaming hat dafür bei Buben mehr Probleme. Eine Person mit tiefem Selbstwert ist jemand, der mehr konsumiert auf Social Media und jemand mit einem höheren Selbstwert ist, der mehr teilt. Das ist, glaube ich, klar. Aber Leute mit einem tiefen Selbstwert leiden auch mehr darunter, weil sie nur die ganze Zeit konsumieren und es nicht zum Austausch brauchen. Also Leute mit einem höheren Selbstwert tun auch viel mehr den Kontakt suchen mit Personen auf Social Media. Weil Social Media hat ja auch super tolle Aspekte. Ich meine, du hast mega viele positive Möglichkeiten damit, mit Leuten in Kontakt zu treten, mit irgendwie in Kontakt zu bleiben, neue Interessen zu finden oder auch so ein mega Nischen-Hobby. Wenn du ein Hobby hast, das sonst niemand hat, dann ist es früher noch ohne Social Media ultra schwierig gewesen, um irgendwie dort drin zu sein oder in die Community zu finden. Ja. Und heutzutage findest du alles auf dem Internet. Voll, For better or worse. Ja, sogar Hobbyhorsing. Ja. Voll. Und ich meine, auch wir nutzen ja die Stärken von Social Media in der Hoffnung, dass wir viele Leute erreichen. Darum nicht nur Social Media bashen, aber es hat definitiv die negativen Aspekte. Und da können wir sonst auch gerade ein bisschen bleiben, so ein bisschen die Überlegungen oder Mechanismen, die Tech-Anbieter wie Meta, Darf ich ganz kurz schnell, weil du die Symptome aufgezählt hast, Ja. die negativen Symptome. Ich habe mich zurückerinnert an eine Studie vom Studium, wo wir lesen mussten für irgendein Literaturkolloquium, wo es um soziale Medien gegangen ist. Und ich bin irgendwie im Stress gewesen und bin straight zum Ergebnisteil gegangen, anstatt irgendwie zu lesen. Und ich habe nicht gewusst, dass es um Social Media geht oder irgendetwas. Sondern ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt irgendwie schnell das überfliegen. Und der erste Absatz, den ich angefangen habe, irgendwo mit drin, hat die Symptome erklärt. Und dann war irgendwie so und so viel Prozent von der Bevölkerung sind betroffen, das sind Symptome, vor allem bei Kindern, die sind sehr betroffen. Und ich bin so, oh mein Gott, was ist das für eine Droge? Was ist das? Und ich habe nicht gecheckt, dass es um Social Media geht. Und ich habe das so gelesen und bin so, oh mein Gott, das ist ja... Und ich habe gedacht, das ist vielleicht in einem spezifischen Land, ist vielleicht irgendeine Droge aufgekommen, alle eben Suchtpotenzial, irgendwie negative Konsequenzen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Emotionsregulationsstörungen. Es sind irgendwie ein Übermaß an Prozent sind betroffen. Ich bin so, oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Und dann habe ich angefangen beim Titel und bin so, oh shit. Und das war für mich wirklich krass gewesen, in dieser Reihenfolge das zu lesen. Ja. Und ich habe sie leider nicht mehr gefunden, sonst würden wir sie verlinken, vielleicht finde ich sie noch. Aber, Aber ich meine, das habe ich krass gefunden. Weil es nimmt dir die soziale Erwünschtheit oder die soziale Akzeptanz, die Brille nimmt es da weg. Und wenn du es einfach nur so liest, was es alles für Konsequenzen hat, das ist crazy, dass man das einfach akzeptiert. und ich meine, es zeigt ja auch, wie wir das Handy einschätzen. Wenn du das liest, dann bist du so, das muss eine Droge sein. Nein, das ist dein Handy. Ja. Und du Wenn du weißt, dass das Handy ist, gar nicht so schlimm. Ja, ist okay. Genau. Aber das ist unsere Wahrnehmung vom Handy. Oder? Aber eigentlich, wenn du die gleiche Wahrnehmung hättest vom Handy wie von Ja, das ist Kokain oder so, ist so. crazy. Ja. Das hätte ich gar nicht in meinem Haushalt. Ja. Oder? Ja. Und Kokain hat auch positive Effekte, wie das Handy. Ja. Kurzfristig. Aber... Ah ja? Keine Ahnung mal, aber... ja. Jetzt hast du vergessen, muss ich mich jetzt rechtfertigen, dass ich Nein. Kokain konsumiert habe? Nein. Ah, eben. Nein. Ich habe einfach lustig gefunden, wie du so, dass du so gesagt hättest, als wüsstest du dich so, what the fuck? Ja, kurzfristig. Ich meine, die Leute fühlen sich ja besser. Aha, kurzfristig, so Ja. habe ich es gemeint. Jede Droge. Ja, Hat kurzfristig. Ja. Voll. kenn ich. Okay. voll. Und darum, vielleicht ist das auch eine Strategie, mal das Handy in einem anderen Licht sehen. Ich weiß es Ja. nicht. Dass man denkt, okay, nein, ich will jetzt gar eigentlich im Schlafzimmer. Es ist, wenn so der Joint auf dem Nachttisch liegt und du willst eigentlich nicht kiffen. Ja. Also ich meine, Ja. der willst ja nicht auf dem Nachttisch. Ja. Kommen wir mal auf Social Media. Ich will sagen, der grösste Teil, wieso die Leute handysüchtig werden, ist nicht wegen der Mails auf dem Handy, sondern wegen Social Media. Da zähle ich jetzt WhatsApp auch dazu. Und
die sind ja sehr raffiniert, wie sie ihre Programme aufbauen. Und ich glaube, das wissen auch sehr viele Leute, dass die sehr gut aufgebaut sind und auch schauen, dass wir möglichst lang darauf bleiben. Es gibt ja so die Aussage, wenn du nichts für ein Produkt zahlst, dann bist du das Produkt. Und das ist genau wie Social Media, weil wir sind das Produkt, wenn wir es nutzen. Unser digitaler Fußabdruck wird perfekt gesammelt, es wird alles registriert, was wir machen, was findet wir gut, was finden wir nicht gut, wo kaufen wir ein, wo könnten wir vielleicht ein potenzielles Interesse haben, um dort Werbung zu schieben. Also wir sind das Produkt, weil wir Und schlussendlich gleichzeitig Kunden. und gleichzeitig auch noch Kunden nachher auf diesen Webseiten, die dort auf Werbung schalten. Und das habe ich faszinierend gefunden, weil ich habe das einmal erlebt, wo ist es im 24, wo ich so voll im Rennsport drin war, dann den Marathon gemacht habe und so. Und irgendwann hat mir Social Media so Schwimmvideos und Velovideos gezeigt und Triathlon-Videos. Und wenn ich etwas überhaupt nicht gerne mache, dann ist es Schwimmen. Ja. Velofahren habe ich vorher schon gerne gemacht, aber Schwimmen, mit dem kannst du mich jagen. Aber es hat mich dann trotzdem dazu verleitet, dass ich die Videos angeschaut habe und gemerkt, so ein Triathlon, okay. Und ja, wir haben dann zusammen einen Triathlon gemacht. Also ich habe das Gefühl gehabt, der Algorithmus hat mich so gut gekannt, dass das mögliche nächste Interesse nach einem Marathon könnte ein Triathlon sein, hat mir gezielt das eingespielt, dass ich so war. Was ja eigentlich so, also in dem Aspekt ist es super. Könnte aber einfach auch daran liegen, dass es dir ausgespielt hat, weil er gesehen hat, du bist Ende 20. Ja. Ich meine. Ja, das stimmt. Ja. Aber in diesem Aspekt ist es ja jetzt etwas Positives. Ich meine, du kannst Das nicht stimmt. sagen, es war ein schlimmes Erlebnis gewesen, müssen den Nein, Triathlon zu machen. aber einfach, ich habe das. Aber sie kennen dich gut und sie tun dir das ausspielen, was auch für dich passend ist. Ja, und sie hat wie so meine Interessen vorausgesagt. Ja. Das habe ich faszinierend gefunden. Und da ganz ein spannender Fakt, das habe ich in einem Podcast gelesen von der Uni irgendwas in Deutschland und die haben das geredet. Und die meisten Social Media Unternehmen kommen ja aus Kalifornien. Aha. TikTok kommt ja aus China, aber die anderen kommen eigentlich alle, was? Kommen aus Kalifornien. Und wo denkst du auf der Welt haben am wenigsten Jugendliche Social Media? Ist das jetzt eine vorletzte Hirnzelle? Nein, es gibt keine. Okay. Wo auf der Welt haben Jugendliche am wenigsten Social Media? Also wenn du mir jetzt Kalifornien sagst, dann glaube ich es nicht. Aha. Also wirklich? Ja, Silicon Valley. Das stimmt doch nicht. Doch, Silicon Valley, Kalifornien. Und jetzt der Begründung. Hey, aber stopp schnell. Hä? Also dort sind doch all die Influencer. Ja, aber das sind keine Jugendliche. Ah, Aber ich rede jetzt von Jugendlichen. okay. Und die Begründung ist, weil, ja, dort, ich meine, Meta ist ein riesiger Konzern. Ja. Dass viele Leute ja auch dort arbeiten und in der Tech-Branche arbeiten und verstehen, wie das Ganze funktioniert Ja. und wissen, wie schädlich es ist, Sicher ihren nicht. Kind verbieten, bis zu einem gewissen Alter, sagen wir 14 oder 16, Social Media zu haben. Weil Krass. die an der Quelle sind, die wissen, wie negative Konsequenzen Social Media für Jugendliche kann haben. Krass. Sie haben das in dem Podcast gesagt, darum ich sage das jetzt so. Und für mich ist das irgendwie einleuchtend. Vielleicht kann man jetzt sagen, ja, in Bangladesch haben noch weniger, weil dort weniger Jugendliche ein Handy haben und Internetanschluss. Ja, wahrscheinlich. Aber einfach so. Bangladesch haben sicher easy viel. Social Media. Keine Ahnung, Bro. Aber es Aber geht so ja... irgendwo in Kirgisistan, oben in den Bergen. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, Genau. krass. Und das ist für Okay. mich so gewesen, okay. Also die wissen ganz Ja, genau, ja. was passiert, wenn man zu viel Social Media braucht. Heavy. Und ein anderer Fun-Fact zu TikTok, wo aus China kommt, ist, der Algorithmus ist ja sehr krass gesteuert. Und ich habe irgendwo mal gelesen, beharrt mich bitte nicht auf dem Halbwissen, das ich jetzt da droppe, dass in China die Leute, die TikTok brauchen, andere Content ausgespielt wird, nämlich so in Content, wo Wissen erweitert. Und so bei uns, Europa Da kommt noch dämliches und Zeugs. USA und so, kommt einfach so dämliches Zeug. Trash. Wo die Leute verblödet. Und ich sage, okay, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit Krass. zum Massen steuern.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich könnte mir es gut vorstellen. Das ist schon crazy. Es gibt ja auch Verschwörungstheorien, dass Geheimdienste haben ja oft Businesses. Also die tun die CIA und MI6 und andere Geheimdienste tun wie Unternehmen gründen, um dann die als Cover brauchen für Agenten. Und gewisse von diesen Unternehmen werden relativ erfolgreich auch. Also die sind dann nicht einfach nur Cover, sondern sie werden auch erfolgreich, tun dann auch zum Teil CIA und so finanzieren. Und es gibt die Verschwörungstheorie, dass TikTok so ein Unternehmen war und dann einfach so viel grösser geworden ist als eigentlich geplant. Und dass TikTok eigentlich vom Geheimdienst von China entwickelt worden ist, um Daten zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, es ist eher wahrscheinlich, dass das einfach entstanden ist und nachher der Staat gefunden hat, wir nutzen das jetzt, um Informationen für den Geheimdienst zu sammeln. Weil in China können sie das einfach machen. Das ist genau. Ja, aber eigentlich noch... Ich habe gerne ab und zu so eine Verschwörungstheorie. Wird noch spannend einmal. Hey, ebenso zu diesen Mechanismen, die Social Media braucht. Ich habe mir so ein paar rausgeschrieben. Ich glaube, viele sind euch ja bekannt und eben, wie das auch funktioniert. Das ist ja nicht ein Geheimwissen, dass das voll auf unser Dopamin zielt und dass man immer mehr möchte und sich gut fühlen und dass auch Dopamin auch möglich macht, dass wir uns gut fühlen und belohnt werden. Und eben da so die ganze Personalisierung von den Inhalten, die wir auf Instagram und TikTok bekommen, das ist ja alles auf uns zugeschnitten. Likes lösen Positives aus, dass wir immer wieder zugreifen. Auch so Lesebestätigungen auf Instagram oder TikTok und WhatsApp, wenn man sieht, der Team hat es ja gelesen, löst so ein bisschen sozialen Druck aus, dass man länger drauf bleibt. Und auch so das Endless Scrolling. Du könntest ja unendlich lang auf... Doomscrolling. Doomscrolling heisst es ja auch. Du könntest ja unendlich lang auf Reels bleiben und einfach scrollen und es würde nie aufhören. Und das Früher war das mal anders, glaube ich. Es kann sein, dass immer so du hast jetzt alles gesehen auf dem Ding, haben es bewusst ausgeschaltet, weil, dass du die Zeit vergisst, dass du möglichst lang drauf bleibst und das ist alles bewusst so eingestellt. Und was ich super spannend finde, und das habe ich jetzt neu dazu gelernt, oder in dem Zusammenhang dazu gelernt ist, wir haben ja mal eine Folge gemacht über Konditionierung. Mhm. Und das ist auch quasi ein Modell, das sie brauchen, mit Belohnung. Also wenn du für ein Verhalten eine Belohnung bekommst, wie zum Beispiel Likes oder soziale Anerkennung, dann machst du das Verhalten mehr. Es gibt aber auch noch intermittierende Verstärkung. Und das ist die Verstärkung, die nicht jedes Mal kommt. Ja, ja. Und das finde ich Die eben ist fast noch noch stärker. die fiesere. Das heisst, du schaust aufs Handy und das habe ich jetzt so Rückschluss gezogen, dass du halt immer wieder aufs Handy schaust und schaust, ob etwas passiert ist. Das heisst, du schaust und denkst, jemand hat auf meine Story reagiert. Cool. 10 Minuten später schaust du nochmal und denkst, vielleicht hat wieder jemand darauf reagiert. Schaust, nein, niemand. Du legst es wieder weg. Du denkst, aber vielleicht jetzt nach einer Stunde hat wieder... Also, es könnte Belohnung kommen, aber vielleicht auch nicht. Und das ist fast noch... Ich glaube, wir haben im Studium gehabt, dass es ein Verhalten tut, nachhaltiger verstärken. Mhm. Weil angenommen jetzt, du gibst einem Kind, wenn es etwas gut macht, eine Belohnung, dann sollte das Kind ja in Zukunft wieder machen. Und dann gibt es wieder eine Belohnung. Und wenn du dann irgendwann einfach keine Belohnung mehr gibst, dann lernt das Kind relativ schnell an, ich muss das nicht mehr machen, weil ich brauche mir keine Belohnung. Wenn du aber das, wie intermittierende Verstärkung, wenn du das nutzt und quasi, es gibt dann mal eine Regel und dann vielleicht gibt es mal ein paar Mal nicht und dann gibt es wieder mal eine Regel, dann ist das Kind so, jedes nächste Mal könnte mir wieder eine Regel geben. Also aber es ist auch okay, wenn nicht. Also ich muss es jetzt nochmal machen, weil es könnte ja das nächste Mal könnte ja wieder eine Regel geben. Okay, hat es nicht gegeben. Also ich probiere es nochmal und dann gibt es vielleicht wieder mal eine Regel. Und das offenbar tut das Verhalten noch nachhaltiger auch verstärken. Ja, ich finde es so herzig, dass du mit Regeln belohnt worden bist. Ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung geredet. Ich hatte einfach gerade ein bisschen Hunger und hätte Lust auf einen Regel. So Hunger im Fall. Ja. Ich hatte eigentlich, dass es gerade das erste war, wo dir in den Sinn kam. Aber ja, Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich bin nicht mit Süßigkeiten belohnt worden. Ich glaube auch nicht. Vielleicht einfach, nein, es war eigentlich klar gewesen, wenn es Süßigkeiten gibt, so am Wochenende gibt es Dessert und so Zeugs. Ich glaube. Korrigiere mich, Mami. Ja, und das eben, die Tech-Unternehmen brauchen sehr raffinierte psychologisches Wissen, um uns möglichst lange drauf zu behalten.
Und wenn wir das ja wissen, vielleicht hilft uns das auch ein bisschen davon wegzukommen. Oder? Yes. Und es gibt ja auch Diskussionen darüber, ob das irgendwelche Restriktionen geben für Social Media Unternehmen? Anbieter. Ja. Ah, Ist natürlich ein ganz gefährliches Feld, oder? Wenn plötzlich der Staat einem Unternehmen irgendwelche Vorschriften macht. Ich finde eigentlich, also du. es ist wie so, wenn jetzt sagen wir, Zigarettenproduzent bist und Zigaretten verkaufst, sagen wir Winston, Ja. die haben ja auch Vorschriften vom Staat, was je nach Land, was da drauf muss sein. Fix. Zum Beispiel so eine, es So muss ein ja abschreckendes Bild. ein absteckendes Bild In haben. gewissen Ländern darfst du keine Werbung dafür machen. In gewissen Ländern darfst du nicht mal Werbung machen für Alkohol. Darum Ja. gibt es ja so viel alkoholfreie Bier. Damit sie mit alkoholfreien Bier können werben Ja. für das richtige Bier. Voll. Und dort gibt es ja auch klare Vorgaben. Und ich finde eigentlich, wäre das nicht verkehrt, auch bei Social Media. Und eben Altersvorschrift. Ja, Mann. Weil ich glaube, so mit 12, wenn ich mir vorstelle, Wie Kollege. Was? Die fangen schon. Weißt du, wie viel früher fangen die schon an? Nein. Die kommen in die Primarschule und das ist wild. Und Mann. dann Instagram. Ja. Nein, ich glaube, Instagram ist ab 11, nicht? Ja. Ja, also so, wie wenn es musst du deine Idee angeben? Nein. Ja. Also es ist ja krass, weil vor allem was ich gesehen habe ist, wozu das Handy auch oft gebraucht wird, ist, um der Emotionsregulation aus dem Weg zu gehen. Mhm. Also du hast negative Gefühle und ich habe das letzte Mal, ich glaube in der Folge reflektieren, habe ich das bei mir selber ja schon entdeckt, dass manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, dann gehe ich dann einfach ans Handy, um das ein bisschen zu bedröhnen. Mhm. Jetzt, ich bin ein 28-jähriger Mann, bin aufgewachsen ohne Handy. Ich kann also meine Jugend können das irgendwie lernen und kann dann das vielleicht auch reflektieren und erkennen, okay, ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Verhalten, muss ich ein bisschen reflektieren und vielleicht anders machen. Aber wenn du, sagen wir, seit du 10 bist, jedes Mal, wenn negative Emotionen aufkommen, dich einfach bedröhnst mit dem Handy, weil es so viel einfacher ist und gar nicht gelernt hast, mit diesen negativen Emotionen zu leben und die auszuhalten und zu verarbeiten. Ich frage mich dann schon, ob quasi eine ganze Generation einfach sozial inkompetent wird. Hey, ich bin voll bei dir und ich glaube, da müssen wir wie noch ein bisschen abwarten, weil Ja, fix. ich glaube, so der Beginn von dem war schon so, hey, Tablet im Restaurant. Und ich meine, was passiert im Restaurant? Wieso gibt man dem Kind ein Tablet? Weil irgendwelche Emotionen, meistens sind es negative, wie Ungeduld, kein Bock mehr da zu hocken, was auch immer, die können nicht reguliert werden. Also muss man dem Kind irgendeine Beschäftigung geben, dass sie ruhig werden. Mhm. Ich habe früher irgendein Tischset bekommen und Zeichenstift. Fix, Alter, das ist noch mal geil. Ist mega geil gewesen. Und Ja. ich habe dann einfach rumgekitzelt und habe nicht mit den Erwachsenen reden, weil es hat mich eigentlich gar nicht interessiert als 7-Jähriger. Ich glaube, es war mehr andersrum gewesen. Also es Sie haben ist sich ein nicht interessiert, Win-Win. was du zu sagen hast. Ja, sicher. Es ist ein Win-Win. Sie Ja. können die Erwachsenengespräche führen und ich bin eine halbe Stunde beschäftigt, bis Ja. meine Pizza kommt. Und ich wenn kann es malen. gut gelaufen ist, hast du sogar noch mit Kopfhörer dürfen irgendwie ein Hörbüchlein hören. Das habe ich nicht. Kannst du mal Nein. in Theater. Nein. Ah. Kopfhörer jetzt nicht im Restaurant. Aber ja, und dann ist es nur auditiv, oder? Ja. Jetzt bekommst du einfach ein Tablet mit Kopfhörer und dann kannst du irgendwie das Zeug reinballern. Und das Dann sind, die haben sind wir ja dann Paw nicht Patrol 11. geschaut. Die sind ja dann nicht 11, 12. Die sind ja dann noch viel jünger. Das heisst, dort fängt ja eigentlich schon die nicht gelernte Emotionsregulation statt. Ja. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen am Bashen. Nicht? Ja, aber ist okay. Weil jetzt kommen wir zu den Lösungen. Yes. Kommen wir. Ja. Okay. Ja, ich will. Aber eben, also wie du es vorhin schon angetönt hast, die Lösungen sind so ein bisschen so lala. Mhm. Und ich habe jetzt für mich schon sehr viel ausprobiert und gewisse Sachen funktionieren. Wir haben auch schon in anderen Folgen gewisse Sachen gesagt. Ich glaube, ich habe in einem anderen Podcast gehört und sie hat das so gesagt und ich finde, ich habe das noch gut gefunden. So als Aufhänger, als Start ist, hey, was ist mein Bedürfnis? Und du musst herausfinden, was für ein Bedürfnis nimmt dir dein Handy weg? Ist es soziale Interaktion? Du musst dein Why finden, dein Wieso, dass du nicht mehr am Handy möchtest sein, so viel wie du es jetzt gerade bist. Und ohne das wird es wahrscheinlich nicht nachhaltig sein. Mhm. Und das ist jetzt auch etwas, was ich mich jetzt damit beschäftige. Und ich glaube,
wenn du weißt, hey, ich bin die ganze Zeit am Handy, wenn ich zum Beispiel mit meiner Partnerin oder Partner irgendwie eigentlich Zeit verbringe. Oder wenn ich mit meinen Freunden Zeit verbringe. Oder ich bin am Handy am Abend und schlafe dafür nachher schlecht und ich hätte eigentlich keinen guten Schlaf. Du musst wieder ins Why haben und aufgrund von dem nachher dann die Massnahmen treffen, die dir helfen, das Why zu erreichen. Ja, das ist Hammer. Ich finde jetzt gerade Hammer, wie du das erklärt hast. Weil das macht mega Sinn. Weil dann kannst du ja auch mit gezielteren Massnahmen. Ja. Also jetzt gerade als Beispiel, wenn du merkst, immer wenn du negative Emotionen hast, von Stress, Angst, Druck, was auch immer, als Ablenkung das Handy brauchst, dann weißt du, okay, das ist der Auslöser. Was gibt es für Möglichkeiten, um mit diesen Emotionen umzugehen? Wenn es ist, du fühlst dich vielleicht ein bisschen allein daheim und versuchst quasi Fake-Interaktionen zu holen. Okay, es geht vielleicht mehr um Soziales. Wie kann ich mich vielleicht sozial mehr einbinden? Melde ich mich beim keine Ahnung, Veloverein an, was auch immer. Oder gehe ich in einen Running Club? Oder du läutest einfach irgendjemandem an. Also oder, so kannst du das auch nutzen. Oder tue ich mal wieder jemanden anrufen, den ich schon lange gehört habe. Voll. Dass du wie aufgrund von Bedürfnissen passende Massnahmen kannst ergreifen. Voll. Und bei mir, dass es mich so... Dort, wo ich nachher wirklich ein schlechtes Gefühl habe, ist, wenn ich so dumm scrolle und wenn ich Zeit vergesse und einfach dort drin bin und einfach zu lang bin, ohne dass ich check, wie lange ich eigentlich auf Social Media bin. Und da wäre die erste Massnahme. Ich habe für mich jetzt entdeckt, man kann, zumindest auf dem iPhone, aber wenn das iPhone kann, wird das Android auch können, einen Button eingerichtet, wo der ganze Bildschirm schwarz-weiß macht. Und mein Handy ist nutzbar. Und für mich, meine Regel, die ich jetzt implementiert habe, ist, du kannst so viel auf Social Media und auf YouTube sein, wie du willst. Aber der Schwarz-Weiß-Filter ist an. Und nach etwa 10 Minuten schießt es mich schon an. Nach 10 Minuten bin ich so, jetzt schießt es mich an. Wirklich. Voll gut. Ja. Und ich habe zwar auch eine Studie gesehen, die genau diese Massnahmen angeschaut haben. Und bei gewissen hat es funktioniert, bei gewissen nicht. Also es ist nicht ganz klar, ob es hilfreich ist oder nicht. Aber jetzt für mich, ich werde das jetzt ein bisschen ausprobieren und das ist eigentlich wirklich noch geil. Vielleicht machen wir auf Social Media einen Post, um zu zeigen, wie das geht für die, die finden, sie wollen das machen. Ja. Und mit diesem Button ist es super einfach, weil wenn ich jetzt irgendwie will, ein Foto anschauen oder irgendwie ich muss irgendetwas jemandem schicken, wo ich die Farbe muss sehen, dann kann ich einfach schnell den Button drücken und dann ist eigentlich gut. Ja. Und wenn ich etwas will schauen, dann schaue ich es auf dem Fernseher oder auf dem Laptop. So lustig. Ich meine, früher haben die Leute alles auf schwarz-weiß geschaut. Ja. Das ist einfach der Standard. Aber das ist wieder das. Toleranz. Ja. Du hast deine Toleranz quasi erhöht. Mhm. Es ist das. Es ist wirklich... Ja, anyway. Voll, also das ist aktuell meine Massnahme, weil gezielt auf mein Problem, dass es mich stört, dass ich manchmal Stunden Doom scrolle. Mich stört es nicht, wenn ich so zwischendurch am Handy bin. Aber so das Doom-Scrolling und das wirklich so einfach Zeit vergessen und dann so sagen, oh mein Gott, ich hätte eigentlich noch das machen und ich hätte eigentlich noch das machen. Das ist das, was mich stört und ich glaube, da hilft mir der Schwarz-Weiß-Filter mega, weil ich nicht in das Doom-Scrolling reinkomme, weil eben nach 10 Minuten bin ich so, Alter, das schießt mir an. Ja. Was ich finde ich mega gut, ja. Was ich für mich gemerkt habe, ist so ein soziales Commitment etablieren oder beziehungsweise eine soziale Norm etablieren für unterschiedliche Kontexte mit Leuten, wo du viel unterwegs bist. Also jetzt zum Beispiel mit meinen Kollegen habe ich das nicht. Aber wir sind jetzt auch nicht, glaube wenn ich sagen, wenn wir miteinander sind, mega viel am Handy, vielleicht so ab und zu, aber nicht alle. Oder wenn wir mal, das war im Weekend-Trip, so im Restaurant, alle am Handy gewesen, weil auch die scheiß Karte online ist. Das regt mich einmal auch so auf. Ja. Gib mir eine normale Karte. Ich kann nicht am Handy sein, wenn ich mit der Familie, mit den Kollegen, mit der Freundin im Restaurant bin. Oder? Und dann sind alle noch am Handy hängen geblieben. Ja. Und dann ist so gesehen, hey Jungs, Handy weg, komm, wir sind miteinander da. Und dann ist wie so, ja komm, okay. Aber sonst haben wir eigentlich Regeln. Aber ich finde so gerade jetzt in Beziehungen, habe ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin die Regeln, wenn wir am Esstisch sind, gibt es kein Handy. Und die ziehen wir knallhart durch. Und ich finde es super. Sehr cool. Also knallhart, das ist eigentlich... Ich finde, das ist eigentlich also das Minimum an Respekt, wenn miteinander ist. Aber es ist aber nicht mir mehr passiert es manchmal selbstverständlich. im Fall schon. Und ich fand es so lustig. Letzte ist eine Kollegin von ihr vorbeigekommen und dann hat sie gesagt, ja komm, ich bleibe gerade zum Nacht. Und dann sind wir zu dritt am Essen gewesen, und sie ist so während dem Essen so ans Handy gegangen und dann wir beide schauen uns so an. So, Oh mein Gott, sie bricht Regeln. oh mein Gott, sie bricht Regeln.
Wo sie nicht kennt. Wo sie nicht kennt, wir haben natürlich nicht gesagt. Aber es war wie so, gewesen, es ist voll verinnerlicht. Ja. Oder? Und das ist für mich mega hilfreich. Auch wenn du so am Reden bist, denkst du, darf ich das zeigen? Ist so, nein. Nach dem Essen darfst du nicht zeigen. Ja. Und dann hast du schon mal eine Stunde, wo du miteinander isst, oder eine halbe Stunde, whatever, wo du so bist, wir sind einfach am Essen. Und beide sind da recht strikt. Und ich finde, mit meiner Familie ist es genau gleich, wenn wir am Essen sind oder so. Ja, voll. Kein Handy. Und das können in die Kreis, wo du dich reingehst, so ein bisschen auch etabliert und sagen, hey, was ist so das Minimum, wo man ohne Handy sein wollen? Ja. Ist es beim Essen? Ist es, wenn wir aktiv etwas miteinander machen? So? Oder einfach, dass man da miteinander wie so die Regeln hat und dann auch sich selber so ein bisschen... Ich glaube allgemein, die soziale Norm. Nein. Hast du einfach ein See verloren gegangen. Die sozialen Normen, glaube ich. Ich glaube allgemein, die sozialen Normen ist mega wichtig zum mit einbeziehen, weil am Handy sie so akzeptiert ist, dass du eben, ich meine, der Grund, wieso dass viele Drogen nicht verbreiteter sind, ist, weil sie sozial nicht akzeptiert sind. Ja. Du kannst jetzt nicht einfach am Familientisch eine Linie Koks ziehen und so sein, so, ohne das, also du kannst nicht das machen, ohne dass irgendjemand etwas sagt. Ja. Also zumindest nicht in diesen Haushalten, die ich kenne. Ja. Aber mit dem Handy passiert es schnell. Also ich kenne viele Umfeld, wo, wenn du das machst, ist das easy. Und darum habe ich das Gefühl, du musst die soziale Norm auch mit einbeziehen, wenn du willst nachhaltig irgendwie weniger am Handy sein. Das heisst eben, so Regelungen abmachen wie hey, am Tisch gehen wir nicht das Handy oder auch so Regelungen abmachen. Vielleicht hast du Freunde oder Partner, Partnerin, die von dir erwartet, dass du immer möglichst schnell antwortest. Mhm. Und dann musst du das Gespräch suchen und sagen, hey, ich möchte jetzt weniger am Handy sein, ich tue nämlich mein Handy für eine längere Zeit weg. Es kann sein, dass ich nicht immer so schnell antworten kann, weil sonst hast du nachher den sozialen Druck, dass du möglichst schnell antworten. Ja, voll. Das ist gerade der gute Punkt, so eben mit weniger am Handy sein, Teil Benachrichtigungen ausschalten. Mhm. Und dort ist es mega wichtig, weil ich glaube, Benachrichtigungen ausschalten, es ist so ein bisschen, gewissen hilft es mega, gewissen nicht. Mir hilft es recht fest. Ich tue nicht alle ausschalten, aber so gewisse habe ich aus. Ja. Dort ist aber mega wichtig, ich habe einmal von WhatsApp Benachrichtigungen ausgeschaltet und ich habe es vergessen, dass ich es ausgeschaltet habe. Ich Ja. habe mir hat einfach niemand geschrieben. Aber die Leute haben sich nachher Sorgen gemacht, was ist mit dir? Weil sie immer wissen, eigentlich Du schreibe ich relativ schnell antwortest zurück. ja. Das heisst, wenn ihr so Sachen umsetzt, gebt denen, die ihr viel im Kontakt sind, schnell Bescheid, dass sie wissen. Weil sonst läutet es euch nachher an und erreichen euch wieder und dann musst du dich nachher erklären und hast nachher ein schlechtes Gewissen, wieso habe ich jetzt die Benachrichtigung ausgeschaltet. So. Also ich habe auch WhatsApp habe ich an und dann aber Instagram, TikTok, Snapchat OnlyFans. habe ich alle habe ich alle Benachrichtigungen ausgestellt. Und das hilft schon. Aber bei WhatsApp muss ich es wie an. Du hast vorher gefragt, ob du dich musst rechtfertigen, dass du keinen Koks nimmst. Muss ich mich jetzt rechtfertigen, dass ich keinen OnlyFans benutze? Ja. Ja? Ja. Shit. Nein. Aber da komme ich gerade nur noch mehr ins Problem rein. Wieso? Ja, wenn ich jetzt davon rechtfertigen. Nein, scheißegal, wir können es rausschneiden. Ich habe es lustig gefunden. Ja. Aber nein, der Ivo benutzt keinen Koks und ich benutze keinen OnlyFans. Andersrum schon. Aber. Und dann, also ich habe noch etwas, was ich mit auf den Weg geben Mhm. ist so, für mich ist der Morgen entscheidend. Da bin ich so schlecht. Da Hey, bin ich wirklich so schlecht. Das ist für mich wirklich auch so. Also ich merke, der Morgen entscheidet den Tag für Ja. meinen Handykonsum. Und ich würde sagen, es ist 50-50. So, die Hälfte von der Morgen schaffe ich aufstehen, nicht ans Handy gehen und so nach 1,5 Stunden. Das ist für mich so der Fuck, das ist so gut. die Bei mir ist es beste wirklich Zeit, so. 1,5 Stunden. Bei Koffein schaffe ich es nicht. Also ich muss sofort einen Kaffee trinken. Aber so 1,5 Stunden kein Kombi und kein Handy. Das für ist mich krass. Game Changer. Hast du dein Handy als Wecker? Ja. Das ist aber, glaube ich, Aber ich etwas, was ich mir lasse im Zimmer zutun. Ich stehe Ja, auf und lasse dort. das ist etwas, was ich mir, glaube ich, zutun. Ist ein analoger Wecker. Ja. Habe ich mir auch schon überlegt. Und ich bin mir aber aktuell ein bisschen am Einreden, dass es mir hilft, aufzuwachen. Also ich wache auf, mein Wecker geht, ich stelle den Wecker aus und nachher lese ich meine Nachrichten, gehe schnell auf Mails, gehe schnell schauen, ob auf Instagram irgendwie Nachrichten reinkommen sind, auf TikTok. Und ich bin mir aktuell am Einreden, dass mich das wach macht. Es macht mich auch wach,
Frage ist aber, ob das gut ist oder ob ich muss lernen, wach zu werden ohne das. Ja. Das ist, also, weil das ist, ja. Ich meine, Studien zeigen in die Richtung, dass es gar nicht gut ist, am Morgen am Handy Ja. zu sein. Und wirklich, und ich habe das Gefühl, es hat einen nachhaltigen Einfluss auf den ganzen Tagesverlauf. Ja, das ist sehr gut möglich. Und ich merke das auch. Ich sage 50-50, die Tage, wo ich es schaffe, Ja. es fällt mir ringer, nicht am Handy zu sein, Ja. als wenn ich am Morgen früh schon irgendwelches Zeug anschaue von WhatsApp. Ja. Nachrichten ist unser Video gepostet worden. Wie kommt unser Video an? Und nachher verlierst du dich ja meistens drauf. Weißt du was? Ich setze mir jetzt gerade eine Challenge. Ah, Du weißt, ich habe gerne Challenges. ja. Ich setze mir jetzt eine Challenge bis zu unserer nächsten Aufnahme. Das ist eine Woche. Ja. Ja, Ich habe jetzt gehofft, du hättest das nicht gesagt, weil dann haben vielleicht die Leute das Gefühl, ich sage 2 Wochen. Aber ja, eine Woche. Aha, sorry, wir können Das es ist auch okay. Nein, ich kann einfach... Nein, das ist okay. Für eine Woche setze ich mir das Ziel. Wow, fuck, das wird. Ja, doch, wir machen es. Für eine Woche nicht mit dem Handy im Zimmer schlafen. Ich kann den Wecker auf meinem iPad oder so stellen. Und am Morgen die erste halbe Stunde nicht am Handy sein. Weil sobald ich im Zug bin, also oder sobald ich irgendwie eine Verbindung muss suchen, dann Finde ich gut. und dann tue ich in der nächsten Folge Berichten. ganz kurz Ja. berichten, ob ich dann einfach aufstehe nach einer Woche. Ja. Ich hätte noch etwas zum Abschluss, Ja, bevor wir gerne. zur letzten Hirnzelle gehen. Gerne. Und zwar ein Serietipp. Das ist jetzt ein bisschen counterintuitive. Dass wir, nachdem wir sagen, die Bildschirmzeit ist nicht so gut, dass ich jetzt noch eine Serie vorschlage von Netflix. Solange es auf Schwarz-Weiß schaut, ist Ja. gut. Nein, aber es ist wirklich eine krasse Serie. Sie heißt Adolescence. Nein, Bro. Hast du geschaut? Ja. Ich habe die voll nicht gut gefunden. Also Ich- warte. Ist okay. Die Leute können sich dann ihre Okay, eigenen wir Bild können machen. jetzt noch schnell drüber reden, ist gut? Es ist, ich glaube, es sind irgendwie 5 Folgen. Mhm. Krasse One Produktion, weil es ist One Cut, also eine Folge geht etwa eine Stunde. Cut. Ja. Und es ist einfach ein Cut. Es gibt keinen einzigen Cut, es ist einfach eine Filmaufnahme pro Folge. Und es geht um die Handynutzung bei Kindern und was es mit Kindern kann machen, oder besser gesagt Jugendlichen. Also Social Media. Social Media. Ja. Und es hat mein Leben gefickt. Was? Bro, hast du alle Folgen geschaut? Ja. Das hat mich beschäftigt für. Aber ich bin dort dann ein bisschen sensibel mit so Filmen, mit so Dramafilmen und so. Ey, es macht mich kaputt. Und wirklich, ich habe etwa 2 Wochen lang das nicht. Es hat mich so beschäftigt. Also was hat dich beschäftigt? Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber einfach das, was dort passiert ist in dieser Ja. Serie, das Thema, das sie ansprechen, das hat mich wirklich 2 Wochen lang beschäftigt. Also, es ist ein bisschen düster. Ja. Und ich weiss- schaut das nicht, wenn ihr nicht gerne düstere Sachen schaut, aber es ist mega interessant. Es Ja. regt einen zum Nachdenken an, aber mich hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe es geschaut und bin so gewesen, okay. Also ich glaube, die Art von Serie, wie es gemacht wurde, hat mich nicht erreicht. Ja. Es ist nicht an mich durchgedrängt. Ich habe nachher so noch ein Zeugs dazu gelesen und so, was andere sagen, irgendwelche Blogs und so. Und so gefunden, das Thema mega wichtig, spannend und so, top, aber es ist nicht in mich reingedrängt. Hat mich nicht abgeholt. Ja. Von der Art und Weise. wie es- Okay. Darum, Hey. ja. Jedem was seine. Ihr könnt es ja mal schauen und wenn ihr findet, das sollt euch ab, dann schreibt es in die Kommentare, damit der Ivo und ich wissen, ob ihr das lässig gefunden habt oder nicht. Noch ganz kurz, wenn ihr so Sachen wie zum Beispiel, wie man einen Button auf dem Handy macht, zum Schwarz-Weiß machen, das werden wir so wahrscheinlich in den nächsten Wochen auf Instagram und TikTok teilen. Ich könnt uns dort also folgen, wenn ihr wollt. Zu meiner Bildschirmzeit. Fuck, ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Auf jeden Fall wäre das bei Kopf Underline Chaos auf Instagram und TikTok. Dort würdet ihr sehen, wie ihr eure Bildschirmzeit könnt reduzieren könnt, nachdem wir uns dort dann auch einen Follow hinterlassen haben. Ich habe eine letzte Hirnzelle für dich, Ivo. Yes. Der Stand ist 6-4 für dich. Yes. Und zwar ist es eine Frage aus der James-Studie, die von der ZHW in Zusammenarbeit mit der Swisscom gemacht wird zu, ich glaube, Handy- und Internetnutzung bei Kindern. Und es ist eine relativ einfache Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten.
Das ist mal ein neues Format. Ja. Wie viele Schweizer Jugendliche zwischen 12 und 19 nutzen laut einer James-Studie 2024 regelmäßig Messaging-Dienste wie WhatsApp oder Snapchat? By the way, ist ja lustig, die Jugendlichen, die heutzutage jugendlich sind, benutzen ja Snapchat viel eher zum Schreiben und Texten als WhatsApp. Und bei uns ist ja, also ich würde mir jetzt nie in den Sinn kommen, dir das schreiben auf Snapchat. Ja. Wobei du nicht mal Snapchat hast. Nein. Ah, okay. Genau. Also wie viel Prozent nutzen regelmäßig Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Snapchat? A. 55%, B. 70%, C. 85%, D. 97%. Boah, Mann, du hast gesagt, das ist einfach. Die ist einfach. Also 55 sind es nicht. Korrekt. 97 sind es auch nicht. Fuck, es sind 97? Ja. Alter, 97? Ja, logisch. In der Schweiz. In der Ja, aber Schweiz. von 12. Ja, das ist die neue Jugend. 12 bis Ja. wie viel? 19? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, es gibt schon noch viele 12, 13, 14-Jährige, die noch nicht so aktiv sind. Ja, 97%. Ja, krass. Das sind die drei im hintersten Tal von... Ja. Nein, die brauchen es vielleicht eben schon, damit sie schreiben können miteinander. Hey, ja. Ivo, ich habe gedacht, so easy. Ist nicht easy, ja? Nein. Ja, du, dann quote ich mich selber und sage, jeder liebt eine gute Comeback-Story. Ja. Du kannst mir nächste Woche oder bei der nächsten Folge eine richtig asoziale stellen. Okay, ist gut. Weil es steht immer noch 6-4 und dann schauen wir schauen, dass der Abstand sich nicht vergrößert. Alright. Hey, ich habe es richtig genossen, nach dieser Ich Zeit auch. wieder etwas aufzunehmen. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen in den Flow kommen. Ich glaube, heute war es ein bisschen chaotisch. Findest du? Ja, ein bisschen. Aber ist okay. Ich habe es spannend gefunden. Ich habe es auch spannend Ich hoffe, gefunden. ihr habt es auch spannend gefunden. Oh, wen grüßen wir? Wir grüßen alle Digitalsüchtigen. Das ist mal ein bisschen. Ja, grüß Nein. an euch. Ich möchte es gerne noch ein bisschen eingrenzen. Okay. Grüße gehen an all die raus, die digital süchtig sind. Ich finde, Und ja. darf ich schnell? Jetzt, wo ich das gesagt habe, so süchtig. Es hat gerade so ein Gewicht, wenn du das sagst. Nicht? Ja, ja. So, wenn du sagst, Ja, ich bin ja. zu viel auf Social Media, ich sage, ja. Aber wenn du sagst, digital süchtig. Und früher haben wir doch so gesagt, so, ist ein bisschen ein Suchti. Ja. Nein, wir sind ein bisschen Suchtis. Also ich vor allem. Ich möchte es noch eingrenzen. Grüße gehen an die raus, die digital süchtig sind. Oder handysüchtig. Das wissen und jetzt finden, hey, ich will auf die eine oder andere Art irgendetwas anpassen. Und wenn ihr etwas anpasst, schreibt es bitte in den Kommentar, weil ich habe das Problem auch und ich will gerne dazulernen. Und wenn ihr da eure Tipps schickt, vielleicht gibt es auch noch Unbedingt, etwas, ja. wo wir davon profitieren. Und vielleicht auch andere. Yes. Tom, ja? Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao miteinander. Tschüss.